Ja, das ist die Geschichte von meinem ersten Live-Auftritt vor 5000 Menschen und wieso wir am Schluss von allen ausgebuht wurden. Fangen wir mal von vorne an. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Schlagersong Egal released. Der eine oder andere hat es wahrscheinlich mitbekommen. Egal ob Inflation. Ja, halt dieser Scheiß. Und dann habe ich auf Instagram eine Nachricht von Pazoo bekommen. Die machen so Remixes von Songs und die haben mir geschrieben, yo Digga, wir wollen einen Remix von deinem Song machen und hast du schon irgendwas am 25. Juli vor? Und ich dann so, ja, geil, lass einen Gabba-Remix machen, bisschen so hacken, sehr geil. Und am 25. Juni habe ich noch nichts vor. Dann haben sie angerufen, ich so, ja, was geht? Sie so, ja, wir spielen in 1,5 Wochen vor 5000 Menschen, hast du Bock aufzutreten? Und ich natürlich so, ja, ich komme. Was denkst du, wie gut wird mein Auftritt? Auftritt bei was? Ich habe keine Ahnung. Die Sachen sind gepackt. Ab nach Kroatien. Wir stehen einfach auf einer Bühne in 2 Tagen und verkacken richtig. 1. Ich brauch dich jeden Tag, 2. weil du mir nicht fehlen darfst. Kommt da noch 3? Wir gehen jetzt zum Flughafen und dann geht's nach Kroatien. Was lachst du jetzt so dumm? That's me. Ja. Holy shit, Digga. Leute, wir sind in Kroatien. Wir haben einen Pull-Up zu Pula gemacht. Das ist krass. Wir sind 45 Minuten geflogen. Es ist ein bisschen räudig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber was macht man nicht für Mainstage? Was ist das hier? Wo hast du mich hier mitgeschleppt, Alter? Du wolltest nicht alleine hin. Jetzt bin ich hier. Ich könnte auch gerade Logan Paul und KSI in München treffen. Aber nee, ist schon besser hier. Kroatien, seid ihr ready? Und dann alle so, was sind die, Digga? Wir waren gerade beim Check-in und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen irgendwie so ein Band. Dann die so, ja, was macht die hier? Ich so, ja, wir so, auftreten. Hey. By the way, kurz zum Verständnis, das Festival, wo wir den Auftritt haben sollten, war das X-Jam. Das ist so eine Matura-Reise, da gehen 5000 Österreicher, die gerade die Matur gemacht haben, nach Kroatien und befüllen sich gottlos die Birne. Was geht ab? Hier ist wieder Raf Camora. Ihr seid live bei Adi Totoro auf dem Kanal. Abonnieren, nichts vergessen, kommentieren. Was geht ab? Gestern war ich noch ein bisschen nervös, heute ist es mehr so. Wie? Weißt du, wie ich meine? Digga, das waren 360 Köpfer. 4 von 10. Sieht voll krass schön aus, für dass es hier Ostblock ist. Digga. Das war ein Witz. Digga, was war das? Das heißt, du baust damit die Bühne, betrittst dein Oder ihr Mikro. kommt gemeinsam. Was? Direkt mit dem Song auf die Bühne eigentlich. Nein, ihr kommt vorher schon auf die Bühne. Also Okay. Dass ihr euch feiern lassen könnt, glaube ich. Weil du mir nicht fehlen darfst. 3. Und liegst du mal im Grab. 4. Ja, aber was ist dann genau? Denkt ihr, die Leute kennen mich so? Nicht, ne? Hallo. Die haben erkannt. Paul macht, by the way, auch mein Backup. Das heißt, ich bin nicht alleine auf der Bühne. Ich wollte nicht alleine auf die Bühne gehen. Ist ja das erste Mal. Und ich glaube, mit Paul dort ist es auch relativ geil. Soundcheck und dann gucken, wie es am Abend wird. Es sind 5000 Leute, also relativ viele. Aber ich glaube, das Publikum hier, ich sag mal so, trinkt relativ viel und ist deshalb, glaube ich, relativ geil, um mal so auszuprobieren, wie das ist. Egal ob Inflation, ob Inflation. 2. Weil du mir nicht fehlen darfst. 3. Und liegst du mal im Grab. 4. Ja, aber was ist dann genau? Egal. Okay, oh shit. Okay, oder war? War ganz okay. Ganz okay. Mach's gut, sag mal ganz ehrlich. Hab ich schräg gesungen? Sag jetzt mal ganz ehrlich. Passt gut eigentlich. Okay, dann Ich glaube passt. für den Pegel von den Leuten. Hey Leute, ich habe das im Video ganz vergessen zu sagen. Der Remix kommt diesen Freitag am 7. Juli raus. Spotify und so, wird ganz cool. Hört ihn auf keinen Fall an. Ruhe! Das ist mein Outfit. Bayern-Trikot, Oldschool 2001 mit Scholl! Ja, Scholl! oder wie die Ösis sagen, Scholl. Entschuldigung, darf ich ein Foto machen? Aditoro. Paul, ja. Da unten spielen wir nachher. Ich hab so Schiss, Mann. Digga, what the fuck? Wir machen immer so einen Check, bevor es losgeht.
es ist so schön hier zu sein. X-Jam, wir feiern einfach euer Matura. Die geilste Zeit des Lebens beginnt erst jetzt. Ja! Sind wir wieder Busfahrer? Geile Welt, geile Jungs da! Es war richtig krass, es war richtig geile Stimmung. Unser Set war schon fast vorbei, aber Paul und ich hatten da noch so eine kleine Idee. Wir haben uns gedacht, es wäre cool, wenn wir dem Publikum sagen, bevor wir gehen, ey Digga, danke für den Auftritt und boot uns komplett aus. Haben wir dann auch so gesagt. Sie haben uns ausgebuht und so sah das aus. Wir sagen so, ey, vielen Dank für den Auftritt, bla bla bla, und dann booten wir uns komplett aus. Ihr boot so fest ihr könnt, okay? So laut ihr könnt. Nimmst du? Okay. Vielen Dank fürs Konzert, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, was soll ich sagen? Es war geisteskrank. Ich bin wieder zu Hause. Ich konnte das Ganze noch nicht ganz verarbeiten. Du stehst vor 5000 Menschen. Es passiert einfach so. Du spielst einen eigenen Song, der so aus einem Witz passiert ist und dann spielst du den einfach. Vielen Dank nochmal. Like dieses Video, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr einen Auftritt im Megapark sehen wollt. Hoffentlich nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Egal ob Inflation. Ja, das Bier, ja, das schmeckt halt immer gleich schön.